Das ist positiv, dass wir endlich ein Gesetz über den Hochkommissariat kriegen, nachdem wir lange nicht mehr reglementarische Basen hatten. Aus dem Grund stimmt da das Gesetz auch matt. Ich muss aber auch dabei sein, bestimmt matt ohne Begeisterung, weil das ist ein schweres Gesetz an einer wichtigen Materie. Seit Jahrzehnten hätten wir über so ein Gesetz gebraucht, und das ist ein Zeichen, dass nicht die Regierung, die bis da waren, nicht immer der nationalen Sicherheit die Priorität geben, diese verdient hat, das hat man schon lange ein effikaz Gesetz. Das ist auch manchmal symptomatisch für eine mangelhafte Sicherheitskultur, dass nur am Ende vom Kalten Krieg die Services vom HCPN, die existiert haben, enveilleus gesagt haben, weil es immer möglich Krisen und Situationen, die ein Angreifen nötig machen, eine Planung nötig machen, die sich können präsentieren, sie werden zu Kettenöwen, sie werden bei einem anderen Platz gesundheitlich oder anders, sodass es nicht seriös also Strukturen nicht die nötige politische Unterstützung zu geben. Heute schaffen wir eine Struktur, was positiv ist, eine Struktur, der wir weder die nötigen Moyen gehen, noch wir den Eindruck mit dem nötigen politischen Willen unterstützen. Es hat eine Reihe von Schwerpunkten, das Gesetz, es wird die Merit existieren, aber wie gesagt, es hat eine Reihe von Schwerpunkten, es gibt kein Organigramm, es gibt kein minimal Personalstärke, zusammen habe ich mit wichtigen Akteuren am Sicherheitsbereich wie der Armee, dem Israel, sie nicht reguliert. Dossier von nationaler Sicherheit heißt zum Beispiel auch geschwärzt, dass Informationen können gefroht gehen, was nötig ist, was richtig ist, mit der Justiz ist auch ausgeholt. Das kann sich aber bald nicht vorstellen. Datei des Sekret d'Instruction kann invokiert gehen am Kader von einer nationaler Krise, wir schwätzen über Katastrophe, wo Notfälle, muss wissen, über was wir schwätzen, und da wären Untersuchungsrichter, den zum Beispiel Informationen über den geplanten Terrorakt hört am Kader von einer Instruktion, und den dann aber das Recht hört, dem HCPN oder andere Sicherheitsorgane die Informationen an so einer Situation zu enthalen. Hier muss man sich vorstellen, ob die Redakteure von diesem Text realistisch genug in so einer Situation rübergegangen sind, weil sonst könnte man so Ausnahmen global nicht envisagieren. Hier muss eine Obligation wie die Justiz wie alle anderen bestehen, dass wenn wir wirklich mit einem Katastrophenfall konfrontiert sind, dass wir dann auch die Informationen teilen und benutzen, die wir haben als Staat. Es wäre auch nötig gewesen, und das können ein gutes Beispiel von anderen Staaten inspirieren, von der Schweiz zu Schweden, für den HCPN am Vorfeld Möglichkeit zu geben, Ratschläge zu geben beim Bau von kritischen Infrastrukturen, bei den öffentlichen Ausschreibungen, bei den Prozeduren, bei Bauerlaubnissen, Baugenehmigungen, für dose Suggestionen zu machen, wie das schon am Vorfeld, und dafür auch tax mehr billig über den Terminus gemacht gehen, Ratschläge zu gehen, wie eine kritische Infrastruktur am besten zu sichern ist. An andere Länder wird es gemerkt, für was heute nicht, hast du überhaupt nicht gemerkt gehen, heute gibt es sogar eine Definition von der kritischen Infrastrukturen gefreckelt, wie der eigentlich möglichst Mann müssen zu schützen. Am ersten Projet de loi, als ihr gesagt, in der Chambre des Salariés hat das kritisiert, dass eine ganze Reihe von sich kritischen Infrastrukturen nicht sollen als kritische Infrastrukturen bezeichnet, wie Kästen zu spuren. Das ist natürlich ein Weg, wohin sich kann freuen, da sind dabei Flughafeninstallationen, Pylonen, Wasserquellen und so weiter, wo dann aber zu gut Chambre des Salariés seht, wir müssen der nationaler Sicherheit eine absolute Priorität gehen. Ich meine, wenn wir schon ein Gesetz machen, für über Katastrophen zu schwätzen, wie über Notschutz, da wären das da aber auch, sagen wir mal, einen integralen, ehrlichen Umgang mit den Begriffen der kritischen Infrastruktur übrig gewirrscht. Das ist auch so, dass wir auch befroren haben. Den Herr Berger hat aus einem Rapport gesagt, dass wir noch nicht wissen, was wir können mit der Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Das ist aber essentiell, dass wir auch am Krisenfall Kommunikationsmöglichkeiten am Land behalten, dass die Systeme funktionieren, dass wir ein Internet haben, an anderen Kommunikationsmöglichkeiten, dass die gesichert sind. Heute wissen wir nicht, können so eine Agence, vielleicht kann der Staatsminister so, wenn nie können, das wäre Kompetenzen, auf einer Rechtsform, alles das dann ein zentraler Bereich für als Ökonomie und überhaupt für als Leben als Gesellschaft, nämlich am Bereich der Kommunikationen, wissen wir heute noch nicht, wo es hier geht. Dass der private Sektor muss eng angebunden sein, als an auch eine Selbstverständlichkeit, weil eine ganze Reihe von den relevanten Infrastrukturen sind nun einmal an privater Hand und nicht aus staatlicher Hand. Dafür ist ein Dialog mit dem privaten Sektor von essentieller Wichtigkeit und hätte wirklich auch können weit gehen. Wenn den HCPN
Rekommandationen mischt, dann am staatlichen Interesse, am Interesse von der ganzen Gesellschaft, dann hätte ihn auch können umdenken, wie zu so kann der Staat dann nicht über garantieren oder über einer finanziellen Mitteln dann noch dazu beitragen, dass Infrastrukturen der privater Hand sind so ausgebaut gehen, dass die Sicherheit am Interesse von der ganzen Gesellschaft besser kann assuriert gehen. Also so zusammen habe ich mein privates Sektor sowohl was den Dialog geht, wie auch die finanzielle Unterstützung verbesserungswürdig. Dann haben wir auch Kompetenzen vom HCPN, sind ein paar Mal geschwert gehen, sind auch geschwert gehen an einem Sinn. Eigentlich, wir geben dem HCPN gewisse Kompetenzen wie Informationen zu freuen, aber mit der von um Gottes Willen nicht so weit gehen, aber ich schwätze, wie gesagt, für Katastrophenfälle. Das ist sogar so gewesen, dass eine Diskussion war am Staatsrat, aber da gesagt wird, ja, sie können aber nicht, wenn sie mussten an eine Infrastruktur gucken gehen, an einem Katastrophenfall oder just für Drowitz gucken, auf welchen Zustand die Sachen sind. Die Leute haben aber nicht auf keinen Fall die exorbitant so gesagt, pouvoir von einem Offizier de Police Judiciaire kriegt. Auch da muss ich vergleichen, was man dann an andere Bereiche. Am Dezember 2014 hat das Regierung als Gesetz proposiert, wird auch gestimmt, genau zum Beispiel über Produit Phytopharmazeutik. Du kann ich sagen, dass das vielleicht manchmal wichtig wie die Großkatastrophen, über die wir heute schwätzen. Aber du als einem Beamte von der Administration de la Gestion de l'eau, von der Umweltverwaltung und so weiter, möglich, ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves und so weiter, da können sie de jour et de nuit dans les locaux, Installations und so weiter raggoen, bei relativ am Vergleich zu nehmen, wenn man Heischwätze Kleinigkeiten geht es aber im Nationalkatastrophe, als das nicht möglich. Auch da stellt sich vor, ob man Proportionalität, wenn der Heise viel geschwärzt wird, das Prinzip der Proportionalität da respektieren, ob man nicht mit kleinen Situationen die Leute enorm Pouvoir gehen, an zentrale Krisefälle, Katastrophenfälle, weil davon schwätzen wir, haben die Leute mal nicht den Pouvoir von einem Offizier der Police Judiciaire, wir können verschiedene Kontrollen zu machen. Dann sind die Prozeduren noch schwer. Ich meine, sie müssen die verschiedenen Infrastrukturen mussten HCPN informieren, wenn sie ein Defizit konstatieren. Mit wäre doch besser gewesen, eine normale Informationsroutine heranzubringen, die auch da kontrollabel wäre. Zum Beispiel jährliche Rapport ist gemerkt, und nicht nur eine Person, die als Aussprechpartner gilt. Alles das aus dem schwerstmöglichen Niveau gehalten. Gut, es tut den Merit, dass man mal etwas tun, dafür stimmen wir doch mit. Mit das ganze Gesetz ist so schwer, dass es muss später nur gebessert gehen, wenn man wirklich auch viel länger Effektivität gehen. Dann aus der Rolle von der Regierung. Auch das als eine Reflexion wert. Wir hatten heute für kurzem Diskussionen über das Gesetz zum SREL, vom Geheimdienst. Da ist ein Komitee ministeriell. Da sind 3 Ministerinnen, die müssen autorisieren, das Prozedur oder die Prozedur. Bis an den Detail ran müssen sie Protokolle gucken, an alles regeln. Da geht es darum, Verantwortung einer Ministerin zu verdelen, weil ihr nicht erlernen könnt, aber Minister oder wenn sie es als responsabel zu titulieren. Heute wo mal kein Minister 4 gesehen, für eine Cellule de Krise zu gerieren, das sollte von einem Beamte gemerkt gehen, und dass der Staatsrat gesagt hat, dass der Minister das muss machen. Es tut den Eindruck, beim SREL soll die Verantwortung so breit wie möglich verdelt gehen, wie das der Staatsminister nicht selber muss die Verantwortung drohen. An Hai, wenn da eine Krise geht, dann also einmal kein Minister mit do, und dass der Staatsrat sieht, muss aber wenigstens mal ein Minister die Cellule de Krise leiden. Also wir haben den Eindruck, wenn wir das ein und das andere vergleichen, dass der Reflex an dieser Regierung besteht, wie sich hier in der Verantwortung an Krisenzeiten zu drücken. Dann als der politische Willen ja auch nicht so los schon, wenn es darum geht, die essentiellen Interessen vom Land zu schützen, zum Beispiel, wenn es den Approvisionnement vom Land an Petrolsprodukte geht. Eine Sache, die man seit Jahren vernachlässigt. Wir hatten eine Question parlamentär am Januar 2016 gestellt, wie man zu fragen, was dann die Agence de Stockage für Petrolsprodukte drin, die sollte geschafft gehen. Wo sind dann die Tanklehrer? Die solle garantieren, wir hatten ja schon für eine paar Jahre im Winter bald die Situation, dass wir Drische lochen als Land. Hat die Regierung dann an der Zwischenzeit, wenn sie in einem Bereich, der normal ist, wo wir EU-NATO-Obligationen haben, für als gewisse Reserven zu gehen, hier am Land, wo sind dann die Infrastrukturen geschafft gehen, nachdem jahrelang das Problem bekannt ist, nachdem jahrelang schon institutionell und auf einer Plan geschwärzt wird, wie dass wir Tanklehrer kriegen, dass wir Reserven hier am Land und dann verschenkt nicht
gesehen. Auf jeden Fall haben wir nach näheren Tanken sie gesehen, dass im Staatsminister wie es haut zu so, ob die Regierung da wenigstens an dem Do-Bereich bislo, die mussten nämlich geholt, die als garantieren, dass wir am Fall von Problemen auf ein Approvisionnement, aber die können garantieren. Aber Herr Staatsminister Dutschet gleich wird nur mir, da können wir dem Land dann erklären, wo die Petrolsreserve leihen, die man müssen hun. Also das sonst lief nicht an der Belsch, weil wenn ein Krisefall ist, dann muss man sie auch nach Land kriegen. Das alles gesucht. So mir als ADR, ja, mir stimmt das Gesetz mit, es ist gut, dass wir ein Gesetz über den Hochkommissariat der Protection Nationale haben. Wir sollen aber gleichzeitig das Gesetz als zu schwer, am den dringenden Verdacht, dass wie in anderen Bereichen die Regierung hier Verantwortung nicht kann drohen, dass sie es entweder nicht will oder nicht kann.